Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, wie der eine oder andere weiß, im Discord-Server habt ihr einen Channel, wo ihr Sachen posten könnt, worauf ihr gerne eine Reaction von mir hättet oder meine Meinung. Und da war halt das Video vom FC Bayern. Ja, ist auf jeden Fall eine Sache, die mich interessiert. Die Stars des FC Bayern sprechen über mentale Stärke im Profifußball. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe ja auch einiges an Erfahrung damit in meinem Umfeld. Und von daher, ja, gehen wir mal rein in den Bums, ne? Natürlich, wie immer, bevor wir da reingehen, wenn euch gefällt, was ihr hier seht auf dem Kanal, lasst doch gerne ein Abo da, ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so mache, ne? Also, rein da. Und wir gehen rein in den Bums hier. Bin gespannt. Vielleicht mal vorneweg meine Meinung zu mentale Stärke im Fußball oder generell Mentalität. Ich glaube, das ist der X-Faktor. Generell im Leistungssport. Oder generell in allem, was der Mensch so tut. Ja. Ich glaube, mentale Stärke ist das A und O. Ja. Der Wille versetzt Berge und das ist wirklich so. Und ich glaube, im Leistungssport ist das, was den Superstar, erstmal überhaupt Profi zu werden, ist das, glaube ich, ein Ding, was du brauchst. Ja. Und dann natürlich gerade jetzt im heutigen Profifußball mit den ganzen Ablenkungen des Social Media, mit dem Gehalt, was du an Geld bekommst und so. Das sind natürlich alles Sachen, wo du super abheben kannst und gleich so Gucci-Knabri-mäßig unterwegs sein kannst. Und wirklich alle 3 Tage an deine Leistungsgrenze zu gehen, ich denke, das haben wir ja auch die letzten 1,5 Jahre gerade beim FC Bayern gesehen, dass das ein Riesenproblem in dieser Mannschaft ist. Ja? Oder war. Ja. Und persönlich, ja, keine Ahnung. Man redet ja auch immer davon, den Schweinehund zu überwinden und sowas. Das würde ich auch unter mentale Stärke verbuchen. Ich habe damals zum Beispiel von heute auf morgen aufgehört mit dem Rauchen. Das hat halt einfach auch nur geklappt, weil es Kopfsache war. Ja? Also ich bin ein Typ, der, wenn ich mir Dinge vornehme, die machen möchte und das immer im Kopf habe, ich da kein Problem, die umzusetzen. Ja. Gibt einen Haken dabei. Das ist Brot und Kuchen. Sonst wäre ich schon dünner Strich in der Landschaft. Nee, also ich bin auch ein Typ, der, wenn er sich Dinge vornimmt, irgendwas zu ändern oder sowas, das dann auch wirklich umsetzen kann. Wie gesagt, für mich sind viele Sachen einfach nur Kopfsache. Ja. Der Mensch kann sich sowieso an super vielen Sachen anpassen. Und ja, alles oder vieles spielt sich einfach nur im Kopf ab. Ne? Sowohl positiv wie negativ. Ne? Gut, lassen wir meine 2 Cents vorab und dann gehen wir mal rein. Ich weiß gar nicht, ob das diese Richtung einschlägt hier, das Video. Ich habe keine Ahnung. Größte mentale Herausforderung für einen Fußballspieler ist, diese Hochlevel zu halten. Ja, das ist ja, was ich gerade sagte, ne? Alle 3 Tage, so das perfekte Beispiel einfach Oli Kahn, Alter. Alle 3 Tage gewinnen zu wollen, alle 3 Tage der Beste sein zu wollen. Das ist natürlich Stress, ja? Mentaler Stress, Alter. Mentale Stärke bedeutet für mich, klar im Kopf zu sein, fokussiert, im Hier und Jetzt, das, was man gerade machen möchte, gut auszuüben. Ich hoffe, es kommt auch noch ein Beispiel von Spielern, die gerade wirklich Leistung bringen. Ja? Also die beiden dann haben da jetzt von mentaler Stärke reden. Es geht ja vielen Menschen gleich. Man hat Ängste, man hat Freude, man hat Hoffnung. Man lässt sich natürlich von seinen eigenen Leistungen, von den Beobachtungen leiten und natürlich auch immer wieder beeinflussen. Bin ich auch schon rausgegangen. Du musst immer bereit sein.
Egal was passiert, du musst immer bereit sein. Das sind ja auch immer Sachen, die wir halt auch vergessen, ne? Oder woran wir nicht denken oder auch einfach auch keine Rücksicht drauf nehmen, ne? Wenn wir Spieler kritisieren, interessiert uns natürlich nicht, was die gerade für Sorgen in ihrem Privatleben haben oder warum die gerade keine Leistung bringen. Was eigentlich schlecht ist, ja? Aber wir sehen halt nur die öffentliche Person und können auch nur, zumindest in meiner Wenigkeit, können halt auch nur die öffentliche Person, und das ist bei mir halt nur der Fußballer auf dem Rasen und die Leistung auf dem Rasen bewerten. Ja, ich weiß nicht, was im Hintergrund abgeht, aber wie gesagt, es sind am Ende auch alles Menschen. Ja, das ist gar keine Frage. Und wenn da, was weiß ich, die Tante stirbt, man kriegt die Meldung, die Mutter hat Krebs, die Tante hat Krebs oder sowas. Jeder, der das mal erlebt hat, der weiß, wie einen das fickt, ja, wie einen das aus dem Leben schießen kann. Und das ist natürlich bei Fußballern, nur weil sie 20 Millionen verdienen, ist das kein Stück anders. Ne? Das sind halt immer Sachen, an die wir nicht denken oder die man nicht auf dem Schirm hat. Deswegen sage ich ja auch immer, ich versuche halt nur die Leistung auf dem Platz zu bewerten. Ja? Natürlich fließen dann so Sachen rein wie persönliche Abneigung, persönliche mehr mögen mit rein. Aber selbst beim Fonsi, obwohl ich da gerade eine richtig harte Abneigung habe aufgrund seines Verhaltens, versuche ich wirklich, mich auf die sportlichen Sachen zu konzentrieren. Und ich glaube, das gelingt mir auch zu 90% eigentlich ganz gut. Was vielleicht im Profifußball natürlich extremer ist, ist die Lupe, das Brennglas, unter dem man ist, gerade beim FC Bayern. Dass einfach ganz viele Leute zuschauen, dass sich ganz viele Leute für deine Arbeit interessieren. Ja. Sich auch ein bisschen auskennen und sich ihre Meinung bilden, eigene Interessen da mitschwingen, Emotionen mit reinlegen und das Ganze natürlich auf einen selber dann projizieren. Und ist ja das, was ich gerade gesagt habe, ne? Ist doch so, ist true. Dementsprechend sind wir natürlich da sehr im Fokus, werden gefeiert, übertriebenermaßen, und werden natürlich und auch kritisiert. Negativste geredet. Aber das ist nicht zu verhindern. Damit muss man einfach umgehen. Muss ich aber fairerweise auch sagen, ja, na klar, gibt es uns Fans, die irgendwie ihre Meinung vertreten, oder da mich, der das auch noch öffentlich tut und da noch andere Leute beeinflusst oder nicht beeinflusst. Aber ich glaube, ganz, ganz viel ist einfach Social Media Schmutz geschuldet und einfach der Sensationslust der Presse heutzutage. Ja, ich glaube, das ist nochmal ein Faktor. Wenn das nicht wäre, glaube ich, wäre es viel, viel angenehmer, weil die meisten Spieler gar nichts davon mitkriegen. Ja? Oder glaubt ihr ernsthaft, es kriegt irgendein Bayern-Spieler mit, was ich hier dummes Zeug von mir gebe? Oder? Natürlich nicht, das interessiert die nicht. Da haben die gar keine Zeit für. Ja? Das ist so der Faktor, glaube ich. Ich glaube, das Kopf ist wirklich 70% auf unsere Arbeit. Du kannst viel Qualität haben, aber du musst diese Mental haben, um diese Top-Level zu bleiben. Das ist innen. Du musst es ab. Die Leute draußen können dich helfen, aber du musst selbst diese Hunger haben. Ja, 100%. Stimme ich zu. Ich muss sagen, ich kann mir selbst am meisten diesen Druck ausbauen. Umso größer die Spiele werden, ist natürlich mehr Druck da, wo ich mich am meisten drüber freue. Weil na klar, da wollen natürlich alle, dass man dann ein gutes Spiel abliefert, dass man das Spiel gewinnt. Deswegen ja, kommt das schon so ein bisschen von alleine, aber ich baue das nochmal so ein bisschen extra auf. Könnte man dann natürlich auch negativ auslegen und sagen, dann bau das doch auch mal im Spiel gegen Holstein Kiel auf. Ja? Vielleicht würdest du dann mal eine Saison durchgehend gute Leistungen bringen. Und bau das doch nicht nur auf, wenn das super wichtige Spiele sind. Ja, ich bin manchmal ein bisschen zu ungeduldig, aber wenn ich den Ball habe, ich will direkt ein Tor machen.
Ich schließe meine Augen und ich höre Musik. Nichts im Kopf, nur Spiel. Ich bin sehr, sehr konzentriert und ich bin bereit für eine Top-Leistung machen. Dass wir Ängste haben, dass auch man selber zweifelt, wenn es nicht so gut läuft, das ist ganz normal. Es geht halt darum, wie geht man damit um, wenn diese negativen Sachen auf einen zukommen und wie geht man damit um, wenn der Überflieger droht. Ja, ist ja, was ich vorhin sagte, ne? Es sind halt alles Menschen, Alter. Wir vergessen das halt immer, ne? Und nochmal, meine Herangehensweise ist da wahrscheinlich auch nicht fair gegenüber dem Menschen, ne? Aber deswegen, den Menschen möchte ich gar nicht bewerten, ne? Weil man weiß ja gar nicht, was bei den Menschen im Umfeld los ist. Wir haben alle viel Qualität, aber es ist sehr, sehr schwer, diese Level zu halten, weil du musst jeden Tag für 5, 6, 10 Jahre immer hier sein und das ist einfach nicht, das ist nicht einfach für alle, weil es gibt Momente, du bist müde, du hast weniger Motivation, ist normal, aber ist egal, du musst jeden Tag hier sein, mental in deinem Körper, um sehr gut zu spielen und das ist das Schwierigste. Da hat er gerade auf jeden Fall ein paar Probleme mit, ne? Man muss sich damit beschäftigen, also es hilft mit Sicherheit, auch wenn man damit Schwierigkeiten hat, Experten aufzusuchen, vielleicht auch zu lesen. Es gibt Ratgeber, es gibt Tricks, wie du einfach diese Sachen, die dann ganz natürlich aufkommen, wie du damit am besten umgehst, beziehungsweise wie du deinen eigenen Weg findest. Im Kopf, ja, ich habe gut gearbeitet diese Woche. So, ich bin bereit. Ich habe gesagt, was passiert. Ich muss bereit sein und ja, ich gehe auf den Platz und ich muss meinen Job machen. So ein Tor oder ein Assist. Was passiert, ich muss meine Mannschaft helfen. Ich mag Druck, gerade wie bei uns gesagt, wenn es große, wichtige Spiele gibt, da kann man sehr, sehr viel lernen, man kann sehr viel mitnehmen aus Druck. Quasi versuche ich das umzuwandeln in Motivation. Es motiviert mich generell einfach dadurch, dass man so ein gewisses Gefühl hat im Körper, merkt man, okay, diese Anspannung, dieses Kitzeln ist irgendwie auf eine Art und Weise ein gutes Gefühl. Ich war eben schon immer einer, der die Chance gesehen hat, nicht die Niederlage. Ich war immer besser, wenn ich mit dem Rücken zur Wand war, weil dann gab es was zu gewinnen. Und anfangs war das vielleicht natürlich, so als Kind, als Jugendlicher. Ich war immer Wettkampftyp. Es hat mir einfach Spaß gemacht, mich zu messen. Aber wenn ich älter geworden bin, dann habe ich es natürlich reflektieren können. Hey, warum denke ich so? Warum macht es Sinn, so zu denken? Und man kommt einfach darauf, es bringt halt nichts, sich negativ in die Spirale reinzusteigern. Ich weiß jetzt, es ist jetzt vielleicht nicht so für jeden aufzunehmen, wenn man sagt, es bringt nichts. Okay, manche werden da reingezogen, obwohl sie es gar nicht wollen. Ja, Gruß geht raus an einige in den Kommentaren, ne? Leute, wie gesagt, ihr müsst da auch mal ausbrechen. Nehmt nicht die Negativspirale aus der letzten Saison mit in die neue. Ne? Aktuell ist alles tutti bei uns. Aber dann, wenn man das erkennt, dann wäre es schon eben an der Zeit, sich eben Hilfe zu suchen, weil ich glaube... Und ich helfe euch, Leute, ne? Wenn jetzt auf diese Negativspirale zu den Leistungen gemeint. Ne? Ansonsten bei mentalen Problemen, Leute, sucht euch Experten. Ne? Da müsst ihr nicht im Internet lesen oder euch von irgendwelchen Leuten im Internet irgendein dummes Zeug erzählen lassen. Wenn ihr wirklich mentale Probleme habt, in welcher Form auch immer, Leute, sucht euch auf jeden Fall professionelle Hilfe. Ne? Ich glaube, es gibt genügend Tipps und Tricks, sich selbst zu manipulieren in eine gute Richtung. Ich lese zu Hause. Ein Freund von Frankreich hat ein Buch gemacht über Konzentration, über Mentalität. Ich habe gelernt, was passiert. Bleib ruhig. Dein Moment kommt. Bleib ruhig. Ich höre Musik, ich schlafe. Aber ja, das hilft mir viel. Und ja, ich kann ruhig bleiben und konzentriert bleiben auch.
definitiv meine Familie, Frau und Kinder. Sobald ich die um mich herum habe, komme ich quasi aus dieser Bubble raus und weil die mich einfach so sehen, wie ich bin. Nicht als dieser Profi-Fußballer, wo natürlich viel Trubel drumherum ist und ich kann dann halt einfach in Ruhe abschalten. Ich probiere Das ist, denke ich, auch wichtig, ne? zu schlafen und einfach gehen und noch arbeiten. Ich weiß, dass es gibt immer Momente so, du kannst nicht immer gut sein, wir können nicht immer gewinnen. Aber jetzt, ich habe eine bessere Relation mit Niederlage. Früher ich konnte gar nicht schlafen, aber das ist nicht gut, weil du spielst jede drei Tage, so du musst schlafen, du brauchst für das nächste Spiel und wenn du 2 Spiele verlierst und nicht schlafst, danach du bist weniger frisch für andere Spiele. So jetzt, ich bin wirklich wütend und alles, aber ich will nicht diese Energie nehmen und bringen zum anderen Spiel. Ich will diese Energie haben, weil du musst wütend sein, das ist normal, aber danach ich muss mit frischer Energie kommen, um dieses nächste Spiel zu gewinnen. Er ist schon sehr sympathisch, der King, ne? Ist wirklich schade, dass er seit Thomas Tuchel in so einem tiefen Loch sportlich gesehen ist. Alto Belli, ey. Ist wirklich schade. In erster Linie, glaube ich, ist mein eigener Antrieb, dass ich gewinnen will. In erster Linie wahrscheinlich für mich selbst. Deswegen stehe ich in der Früh auf, weil ich dieses Gefühl des Sieges, dieses Gefühl, irgendwas gut gemacht zu haben, das macht uns einfach glücklich. Da geht die Chemie oben los, wird was ausgeschüttet, was mir sagt, hey, Ja, true. heute bist du gut drauf, alles wunderbar. Ich glaube, das ist der Grundantrieb. Thomas Müller ist natürlich eine Legende von FC Bayern. Ich habe Thomas gesehen, wenn ich war jung. Thomas ist ein großer Bruder für mich. Er hat immer mir geholfen. Ich rede mit ihm immer jeden Tag. Ja, das ist halt auch das Thema, wofür Thomas Müller so unglaublich wichtig ist, ne, in dieser Mannschaft. War ja letztes Jahr auch schon so. Aber da muss man natürlich dann, um mal da kurz einen Bogen zu schlagen, ja, dann muss man halt das Gehalt da ein bisschen anpassen. Ne? Also, wenn er nur noch so der gute Geist ist. Ehrlich gesagt versuche ich mich so zu fokussieren, dass ich nur auf mich selbst achte, weil ich halt einfach nur die Dinge Und das merkt man aber auch. Das merkt man leider wirklich, Leroy. beeinflussen kann, die mit mir zu tun haben. Ich versuche ruhig zu bleiben, die Dinge durchzuziehen, die ich gut kann, um der Mannschaft zu helfen. Vor allem, wenn man vielleicht irgendwie gerade nicht so gut spielt oder zurückliegt, dass man natürlich nach Situationen sucht, die der Mannschaft helfen kann, um die Mannschaft zu pushen, mich selber zu pushen. Du brauchst Selbstvertrauen. Ich habe viel Selbstvertrauen und ich mag diese wichtigen Spiele, weil dieses sind die Spiele mit das highest level of emotions. Es gibt nicht mehr als dieses Spiel oder wie Champions League. Das ist was anderes. Bundesliga ist immer schon, aber diese Spiele sind immer was Besonderes und du musst auch besondere spielen. Du kannst nicht nur gut sein, du musst top sein um dieses Spiel, weil dieses Spiel macht das Unterschied auf das ganze Saison. Wir sind ein Sport, in dem ganz viele Fehler passieren. 90 Minuten lang versuchen wir ein Tor zu schießen und manchmal schafft man es gerade 1 zu schießen in 90 Minuten. Das heißt, es geht bei uns Offensivspielern nicht darum, dass die vergebene Chance der Fehler ist, sondern der Fehler ist, wenn ich es nicht weiter versuche, weil diese eine Chance, die man dann vielleicht reinmacht, die kann der Gamechanger sein. Ja, damit haben sie ja jetzt einen Kompanie, der da in die Kerbe geht. Ja, okay, schade. Ich fand es jetzt ein bisschen, man hätte ein bisschen tiefer reingehen können in die Materie und das Ganze mal noch ein bisschen rausstreichen können, dass man da auch ein bisschen den Fokus drauf hat und da ein bisschen Rücksicht nehmen
muss und so weiter, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen was anderes von dem Video erwartet. Ja, war jetzt so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, was das anbelangt. Okay. Ja, gut. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, vor allen Dingen hier im Kopf. Ne? Wie gesagt, habt ihr da Probleme, Alter. Mein Rat, traut euch, vertraut euch jemanden an und sucht euch professionelle Hilfe. Ja. Das ist das Wichtigste. Gut. Und wie immer an dieser Stelle, Leute, vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Haut rein, Mister. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.